Ja, The Marvels lebt am Kino. Ich weiß, dir brennt schon richtig drauf, den Film zu sehen. Die nächste Etappe vom MCU können Matze erleben. Ja, boah, ich will mir das Ganze mal gucken. Ja, wie der Loso Guinness das gesehen hat. Wen da schon länger den Kanal ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich ein bisschen auf Kriegsfuß bin mit Disney an dem ganzen MCU. Ja, an lo haben sie halt die Marvels rausgeballert. Wie kann es nicht doof werden? Ich kann doof werden. Bah, trotzdem habe ich mir das ganz angeguckt. Ja, was soll ich euch sagen? Kennt ihr so Marvel, so richtig gut erzählte Charaktere, mega gute Story, super Humor. Alles mega gut auserzählt nee, kann ich auch nicht The Marvels möchte das nicht nicht nee, ja ist genau den nämlichsten so man muss schwach sehen wenn man dann der letzter Zeit erleben da kann sogar noch auf die Spitze getrieben das ist der Wahnsinn es kann den tatsächlich nach mir schlechte Filme rausbringen wie das wird in letzter Zeit verursachen. Das ist katastrophal. Der ganz fängt an, der sieht zwei Antagonisten an, das außer vorgestellt, dass das Antagonisten sind, weil die schon sie sich schwarz ugedoren und sie sehen richtig space aus. Ja, also Antagonisten, ganz klar, scheißegal Motivation, wir merken sie mal Antagonisten. Die sehen wir für einen wunderschönen Greenscreen, da können wir das ganze Umfeld richtig gut spielen, wir das richtig. Da können wir das richtig erleben und dann fanden sie irgendetwas, was dann irgendetwas für sie bringen soll und wir holen einfach mal was da so wichtig ist. Und dann kommen wir zu Miss Marvel und die geht cool angelegt mit einer super cooler Comic-Sequenz die gesehen wir am ganzen Film nie mehr rum. Ein Stilmittel wird man an dem ganzen Film nie mehr werden gesehen. Bon, okay. Mal etwas Cooles im Film, machen wir nicht weiter. Und dann beginnen wir halt die anderen Charaktere mehr da fällt man schon den Namen nicht an, das ist schon der Wahnsinn. Aber Captain Marvel ist ja dann auch dabei, also Brie Larson an. Brie Larson hat selten so schlecht gespielt wie Hai. Und das leider auch ein bisschen daran, weil Marvel sich dazu dezidiert hat, Captain Marvel muss geschrieben gehen, der Charakter war nicht sympathisch genug. Was fehlt uns noch ein bisschen an unserem MCU? Ganz genau, schlechten Humor. Das heißt, Captain Marvel, viermal ein bisschen frische Wand ranzubringen, schleudert mit schlechte Gags rundherum sich. Super, gute Decision. Dem Film fehlt für allem etwas, und zwar Fleisch. Dem ganzen Film fehlt Fleisch. Der wisst nicht, wo der drauf ist. Also ich weiß nicht, wo ich drauf war. Ich weiß nicht, wen alles war. Oder, also ich schon sich schon kannt, aber es gibt mit so ganz vielen Thematiken rundherum sich gehalten. Und ich freue mich einfach die ganze Zeit. Boah, Hundestadt schon irgendwo gesehen. Oder gibt das noch erklärt? Oder was der Teufel ist da nicht mehr los? Wieso sind wir Leute schon zu einem anderen Platz? Und das Kuddelmuddel drun an du wieder. Der muss, wenn der ganz guckt, ganz verstehen wild, Betonung leider auf wild, dann muss er schon die ganze Serien an alles vier drüber geguckt haben. Also ganz viel Spaß dummer da. Ich war zum Beispiel bei einer Serie wie Miss Marvel, war ich irgendwann raus. Und insgesamt, weil du an der Last halt so klar was, war halt einfach relativ niedriges Niveau. Das bleibt doch high. Das bleibt einfach. Der fährt nicht verstehen, wie man von Punkt A auf Punkt B kommen, für was der Charakter los so ist und den anderen so. Und das einfach, ich kann nicht so schlecht zusammenfassen, weil ich einfach nicht verstanden habe, was da passiert. Das Ganze das ist so interessant, dass ich mich mal nicht mehr an den Namen vom Antagonist erinnere. Oder Antagonistin kann erinnern. So, also so super ist das geschrieben. Und wen erwartet, dass da wenn es mega Special Effects kriegt, weil das so mega Budget haben drin, nee, das kriegt auch nicht. Weil der wird einen kompletten Film am Greenscreen erleben. Und den so gut ist, dass die Charaktere so schlecht rausgeschnitten sind und das geringt an den Haar rausschimmert. Ja, Gott sei Dank sind Millionen da am Spiel für das Special Effects wirklich top laufen. Wenigstens das. Aber ganz ehrlich, wenn Marvel mal kein Spektakel mehr zu bieten hat, was wollen sie da bieten? Also mit das wollen sie dann irgendwie einen Zuschauer im Kino locken. Also das ist doch wirklich, das mal leid. Also ich schon nicht als ein persönlich Frechheit fand, meine Zeit an dem Film dort zu verschwenden. Ich schon katastrophal fand. Und ich fand, muss einfach bei Disney muss einfach ein Wirsel stattfinden. Das kann doch nicht so weitergehen. Die können doch nicht einfach immer nehmen, die Schienen fuhren, lost als alles. Lust nimme Frauleute nach an Hauptrollen nimme kein Männer ran, also nicht dass das ein Problem hast in der ganzen Geschichte. Mir sie versteifen sich so krass daran, das alles so zu machen, für dass sie irgendwie positiv sollten durchstehen.
Und kein denkt darunter, da sind die Leute vielleicht auch einfach positiv kein schreiben oder gut kein schreiben. Was meint ihr, da wird passiert, wenn da einfach alles auf Frauen austauscht, an die auch noch schlecht schreibt? Mir der Shitstorm ist ja schon viel programmiert. Wenn ihr so etwas guckt, wie bei den Mandalorian Staffel 2, so die Sequenz vom Luke, da bringt nicht mehr Freiheit. Und das war gut geschrieben, das hat super gepasst, das ist einem nicht aufgefallen. Und du weißt, das ist doch gut. Das kann ja machen, das kann ja ein Gleichgewicht an der ganzen Geschichte bringen. Aber um Gottes Willen, schreibt doch einfach gut, schreibt doch einfach eine gute Geschichte. Das ist so, das hat so fad beigeschmeckt, das ist unbeschreiblich. Und das regt ihn einfach nicht mehr ab. Es ist die Rose während dem Film, weil ich gedacht habe, was machen ich eigentlich? Wieso gucken ich mal die schlechten Gags hier an? Wieso? Das regt mich ab. Und hier muss einfach, du musst ein Wechsel kommen. Das kann da nicht sein, dass irgendein der Tote feiert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Du hast so viele Generationen TikTok gemerkt, kann ich so sagen, weil der Film rusht da durch, den hat null rote vor dem, der geht einfach nicht mehr von Plot zu Plot an zu Point, von Point zu Point an das ist so egal, was da passiert. Das kümmert kein Mensch, was da passiert. Und der Film ist fertig und du fragst dich, was da passiert? Wieso habe ich mir das da dann angeguckt? Das wäre das hier, hat mir müssen schwätzen als der Tote schon bei einer Episode. Das ist wirklich katastrophal. Es ging mich wirklich interessieren, ob irgendjemand da draußen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand den Film genossen hat, erwarten und den Film genossen hat, weil, Special Effects 0, Geschichte 0, Inszenierung 0, die Kämpfe sind absolute Kabels, da ist so viel geschnitten und du weißt nie, wo wen drin ist. Choreografien gleich 0. Dann schauspielerisch 0, also der Film ist für mich so auf massivster Linie durchgefallen. Du gehst für mich war nichts Positives da drin. Und du weißt, wenn ihr etwas Positives aufgefallen ist, wenn der erste Witz mit den Kerzen so gut gefallen hat, den dann auf 180 Mal ausgeschlüsselt wird, dann können wir das gerne schreiben, wenn er das genossen hat. Aber Menges war der Tote nicht. Du weißt, guckt dir etwas anderes, guckt irgendetwas, was gut ist, geht an das Kino, guckt dir Killers of the Flower Moon und du sitzt zwar lang da, aber es ist ein guter Film. Oder geht der Creator gucken, die Creator ist auch ein guter Film, guckt dir stehen und Oppenheimer lebt am IMAX, guckt dir stehen und oder Maverick, mega Film, guckt dir Maverick am IMAX und Domada oder eine bessere Zeit wie Heimat The Marvels, ganz ehrlich. Ich freue mich, wo sie hinmanövrieren wollen, was für eine Richtung das soll gehen. Boah, auf jeden Fall wäre das dann mit dieser Episode und ich wünsche euch dann noch ganz viel Spaß am Kino mit irgendetwas anderem. Guckt lieber Saw X oder so. Den ist auch nicht mega gut, aber besser wie das. Wirklich. Wirklich, wirklich. So, und in dem Sinne verabschiede ich mich und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ciao.